Kannst du Sänger ultra kitschischer 80er Jahre kann er Serie wirklich noch einen guten Kinofilm machen? Ich hab mein Zweifel, groß Zweifel. An ihr schon den Film rangehen zu Summe mit Kinepolis gehen, haut 2 Tickets für den Kino zu gewinnen. Weißt du, was machen kannst? Los einfach ein Like da und markier die Person, die du mit an der Kino willst zu hören. Meine Erwartungen für Masters of the Universe waren ehrlich gesagt ziemlich steif, weil wenn ihr sich anguckt, was mir an der letzter Zeit bei großen AAA-Franchisen so serviert kriegt, dann war ich nicht wirklich optimistisch. Und dabei als Masters of the Universe auch nach von den Franchisen, die richtig schwer auf die große Leinwand zu bringen sind. Die Serie war immer kitschig, komplett übertrieben, teilweise absurd. Mir sie hört sich aber voll echt geholt. Und Ende wird dann auch noch immer ein kleine Moral von der Geschichte. Das haut für mich ein altes Publikum funktionieren lassen. Nicht einfach. Aber ich muss sagen, sie haben den Ton erstaunlich gut getroffen. Die Welt hält sich echt, mir sie lässt gleichzeitig Platz für zu schmunzeln. Alles ist groß, farbig, übertrieben und heinz du komplett absurd. Mir es wird nie einfach lächerlich gemacht. Das beste Beispiel ist für mich klar Skeletor. Und der aller Serie hat ihn eine hohe Stimme und hat dadurch nie wirklich so richtig bedrohlich gewirkt. Hier ist sein Auftritt viel mehr düster, viel mehr beängstigend, aber der Film versteht trotzdem, dass dieser Charakter auch eine gewisse Theatralik braucht. Und ich muss mich echt Angst zurückholen. Jared Leto war hier nicht falsch besetzt. Sein komplett überspitzend, cartoonhaft theatralisches Spiel passt hier perfekt. Auch sein Ausspruch als sein ganzer Rhythmus geben dem Charakter genau die richtige Energie. Und das kann ihn eigentlich vom ganzen Cast sein. Nicolas Galitzine funktioniert richtig gut als Prince Adam. Ihn bringt die richtige Mischung aus Held, Charme und der leichten Naivität mit, die das Figur braucht. Auch visuell wird der Film mich positiv überrascht. Der Mix aus CGI, praktischen Effekte und Kulissen mischt, dass Eternia wirklich lebendig greifbar wirkt. Es fühlt sich nicht just wie ein steril grüne Wand und mehr wie ein richtiges Feld. Die Geschichte selber, ja, die ist relativ plakativ. Und ja, sie ist auch ziemlich vorhersehbar, aber ehrlich, das war Masters of the Universe noch immer. Was der Film dreht, sind Personagen, der Spaß und der ganzen Welt an die wirklich stark inszeniert Kampf. Also der Meisterwerk, nee, es ist ein Film, der Spaß macht, seine Macht respektiert und genau das versteht, für was Leute mit diesem Universum abgewusst sind. Für mich ist das eine warme Rekommendation. Masters of the Universe ist ein flotter Kinospaß für Jung und Alt. Und eine viel bessere Adoption, wie ich für diesen Mal erwartet habe. Lasst mir gerne eure Meinung an die Kommentare da und dann sehen wir uns bei der nächsten Kette. Ciao!